Hallo miteinander, da ist der Movie Guru. Ich stehe da gerade beim Kino Abaton. Ich habe gerade den Film The Devil Wears Prada, also Der Teufel trägt Prada 2 gesehen. Natürlich wieder mit der Meryl Streep und der Anne Hathaway als Kontrahentinnen. Die Anne Hathaway spielt Andy Sachs. Man kennt sie aus dem Teil 1. Sie hat ja dann am Schluss Journalismuskarriere gemacht, so hört der Film auf, ist zu einem etablierten Medium vom Fashion-Magazin Runway weg. Und Meryl Streep, sie brilliert natürlich immer noch als Miranda Priestley, wo das Fashion-Magazin Runway die letzten 20 Jahre geführt hat. Leicht dement ist, das sieht man auch schon im Trailer. Und auch nicht mehr alles weiss. Sie erkennt Andy Sachs auch nicht mehr, wo sie wieder auftaucht. Wie es dazu kommt, will ich nicht verraten. Wäre schade. Ist sehr gut überlegt. Und macht irgendwo durch einen Sinn. Überhaupt, der Film spielt 20 Jahre später in einer Zeit, wo sich auch der Journalismus verändert hat. Printmagazin von vor 20 Jahren, die voll sind mit Inserat, kämpfen heute mit Inseratenschwund. Sie werden immer dünner. Und Meryl Streep sagt an einer Stelle, das Runway-Heft sei so dünn, dass man schon fast zahlen kann damit. Ja, sie trifft sicher da den Nagel voll. Und es ist natürlich schwierig für etablierte Medien überhaupt noch zu funktionieren, vor allem klassische Printmedien. Heute läuft sehr vieles online oder auch auf Social Media. Und das spürt man halt dann schon auch in der Inserat. Und natürlich auch die Andreas Sachs, also auch die Journalistin, muss lernen, wer eigentlich ihren Lohn zahlt. Und das ist sicher das, was am Runway-Magazin Zukunft wird schwieriger machen. Das Lustige ist, Anne Hathaway und Meryl Streep sind sehr gut in ihren Rollen. Wer auch sehr gut ist, der Stanley Tucci. Es hat neue Figuren wie der Justin Theroux oder der Kenneth Branagh. Die sind auch sehr gut in ihren Rollen, allerdings eher Nebenfiguren. Und Lucy Liu ist auch sehr gut eingesetzt. Wie und wo, sorry, will ich nicht verraten. Ihr könnt auch den Trailer schauen. Was ich besonders schön finde an diesem Film, ein Film 20 Jahre zurück, und jetzt eine Fortsetzung. Ja, jetzt gibt es die Leute, die sagen, braucht es denn überhaupt eine Fortsetzung? Und ich denke, in diesem Fall braucht es eine. Weil sie ist überlegt gemacht. Sie ist liebevoll gemacht. Sie ist mit Köpfchen gemacht. Man hat sich überlegt, etwas dabei überlegt. Und das macht Sinn. Normalerweise sage ich auch bei Komödien, ja, die sollten 90 Minuten gehen. In diesem Fall, der Film geht 2 Stunden. Und lohnt sich. Es ist nicht einfach ein Durchsitzstück oder es ist auch nicht irgendeine forcierte Love Story. Überhaupt, Liebesszenen gibt es in dem Sinn keine. Obwohl Liebesaffären und Liebesszenen angedeutet werden oder Liebesgeschichten. Aber sie werden nicht wirklich vor Augen geführt. Es geht um ganz anderes. Eben, es geht um die Hintergründe vom heutigen Fashion-Business. Es geht ums Medienbusiness. Eben, ich habe gesagt, der Inseratenschwund bei Zeitschriften, Social Media. Es geht auch um Nachfolgeregelungen. Es geht auch um, ja, wie man sich fühlt im Job, wenn man älter wird. Ich meine, die Miranda Priestley ist schon eigentlich eine alte Tante, schon ewig in diesem Business. Und eigentlich ist der Abschuss nur eine Frage von der Zeit und immer wieder hat sie sich können heben. Und das sind Fragen auch der Nigel, der an ihrer Seite ist, und auch der Andy Sachs, der mal ein junges Häsli war und überhaupt eigentlich nicht viel Ahnung hat und von der Miranda Priestley eigentlich verkohlt oder verbrannt worden ist. Und das wird weitergeführt, extrem gut. Und ich denke, ein gutes Drehbuch ist sicher die halbe Miete, und das ist in diesem Fall der Fall. Was man auch muss sagen, The Devil Wears Prada, es hat ja 2 Buchfortsetzungen gegeben. Es hat auch noch ein Live-Musical gegeben, das sieht man momentan in London. Das lohnt sich auch, mit Songs von Elton John. Ich hätte nie gedacht, dass man aus dem Devil Wears Prada, also der Komödie, aus der Fashion-Komödie, ein Musical machen kann. Aber es funktioniert, ist jedenfalls sehr viel besser als Pretty Woman. Und ich denke, das lohnt sich sicher, den Devil Wears Prada zu sehen. Es lohnt sich auch, übrigens, den Teil 1 ein bisschen zu kennen. Oder nicht gerade erst vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen zu haben, damit man beim 2 noch besser rauskommt, weil es lohnt sich. Es ist wirklich spannend, die Figuren 20 Jahre später in ihrer Arbeitswelt nochmals zu sehen und zu begleiten auf der nächsten Etappe. Also mir hat der Devil Wears Prada 2 sehr gut gefallen. Ich finde es eine Fortsetzung, die sich lohnt, die auch zum Nachdenken anregt. Und es ist klar, wer jetzt nur hübsche Girls sehen will, die den Aufstieg ablaufen, der kann auch Germany's Next Topmodel schauen mit der Heidi Klum Logo. In Mailand, wo dann die Story auf Mailand wechselt von New York, dort kommt das Publikum auch auf die Kosten.
Aber das ist jetzt also der letzte Grund, warum man diesen Film schauen sollte. Es hat sehr viel mehr über die Jobwelt, über die Welt, auch über das Menschsein. Und ja, hat spannende Figuren, coole Figuren, schöne Weiterentwicklung, auch Figuren, die einem ans Herz wachsen. Devil Wears Prada 2 lohnt sich auf jeden Fall, würde ich meinen. Viel Spass!